Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischkuren. Jetzt Kasperl. Leute, ich habe gerade eure Kommentare beantwortet, so der jüngsten und nicht mehr ganz so jungen Vergangenheit. Und ja, ich habe das Gefühl, es hatte einen Sinn, dass ich das so lange vor mir hergeschoben habe. Kurzer Disclaimer, ich habe gestern Abend bei Veranstaltungen im privaten Rahmen irgendwie eine wilde Nummer mir anhören müssen. Eine halbe Stunde Qualitätsbullshit. Und hab mir dabei ein bisschen das Gehirn gebrochen. Deswegen war ich jetzt heute in der Früh nicht ganz so geil drauf, aber eure Kommentare haben mir auf jeden Fall wieder auf Kurs gebracht. Leute, das zweite, was ich in euren Kommentaren gelesen habe, war, ihr wolltet, dass ich reagiere auf dieses Jules-Video mit der Geschichte des Drachenlord. Und das machen wir heute. Allerdings, auch hier wird es jetzt wahrscheinlich eher unnötiger Spoiler-Alarm sein. Das machen wir nicht in einem Video. Das hier wird mal wieder ein Mehrteiler, denn ihr kennt mich, ich laber sehr viel dazwischen. Also die meisten kennen mich. Ich laber sehr viel dazwischen. Ihr habt auch wieder Kommentare gelesen, wo das thematisiert wurde. Ich soll nicht so oft unterbrechen, etc. Blablabla. Ich habe das bereits versucht in der Vergangenheit. Und das haut bei mir nicht hin. Mein Gehirn ist dafür nicht gemacht. Ich kann mir nicht 5 Minuten was anhören und das dann zusammenfassen, kommentieren. Da vergesse ich die Hälfte und stolper über mein eigenes fucking Gehirn. Es tut mir fürchterlich leid. So, das, wie ich es hier mache, ist so, wie es für mich funktioniert. Ich kann es nicht anders. Wenn es ein Dealbreaker ist, tut's mir leid, es gibt genügend andere Leute hier, soll jetzt nicht hier der X-Button im Monolog sein, aber es gibt sehr kompetente andere Kollegen hier im Game, die Sachen kommentieren. Auf Anfrage, ich kann ein paar verlinken, ne? Also wir kriegen das hin. Ne? Wir kriegen da, auch jeder Topf findet da seinen Deckel und ist alles Gucci und no hard feelings. Gut, alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir los. Entschuldigung, Yves. Entschuldigung. Und ich wollte mich noch bedanken bei Egmont und Pauli. Wirklich in einer Konsistenz hier die Liebe unten reingeknechtet in die Kommentare. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Ne? Wirklich unter jedem Video. Sehr, sehr, sehr gut. 3 Daumen hoch. Gut, jetzt aber. Leute, Geschichte des Drachenlord. Jules, hier, hockt euch her, Sammermeerer. Reißt euch eine Häube auf. Wir gingen einer in Ding. Das Symbol auf der linken Seite kommt nicht mehr, keine Ahnung, ne? So adjusten, dass er nicht mehr unterbelichtet ist. Ihr habt doch keine Ahnung, wie das weggewischt wird! Im Übrigen hier, die Farbbomben kamen von ne? Volderhates. Auf unbesiegt ewig hat er selber dahin gemacht und die Scheibe eingemettelt hat er auch selber. Falls ihr schon die ein oder andere Stunde auf eurer großen Reise durch das Internet gesammelt habt, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mindestens einmal auf diesen jungen Mann hier gestoßen sein. Er ist wahrscheinlich... Den habe ich, glaube ich, schon mal gesehen irgendwann. Also ich glaube, das kann sein. Wahrscheinlich das bekannteste deutsche Meme, das das Internet je hervorgebracht hat. Ein Gesicht, das über die Jahre so oft auftauchte, dass es mittlerweile schon irgendwie Teil der deutschen Kultur geworden ist. Deutsche Leitkultur, Rainer Winkler, Digga. Für viele ist dieser Mann die meist gehasste Person Deutschlands. Für andere wiederum eine Legende, ein Held, den das Internet niemals vergessen werden sollte. Muss man schon nur die Hater erschießen. Was folgt...
sympathisch, man kann sich unterhalten. Ist eine Geschichte. Eine Geschichte über große Worte, einem endlosen Spiel, das keinen Gewinner hat und einem Drachen in seiner Festung, der augenscheinlich niemals besiegt werden konnte. Das hier ist die Geschichte von Rainer Winkler, auch bekannt als Drachenlord. Drachenlord! Das ist aber... Ich habe jetzt kurz... ich bin ja wieder ein Dulli. Na, den hier machen wir wieder raus. So. Ich habe jetzt kurz echt... Mein Gehirn hat damit gerechnet, hier diese Intro-Melodie vom Einziehen zu hören. Mein Name, mein Profil, meine Marke, meine Leute. Ich hoffe, Deine Psychose, Rainer, deine Psychose. ihr seid bereit für einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Ich verspreche euch, ihr werdet nach diesem Video nie wieder derselbe sein. Ja, wenn ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bezweifle, dass das Video mich in meinen Grundfesten erschüttern wird. Ich nehme an, vieles von dem, was er sagt, werden wir alle schon kennen und wissen. Aber hey, ist immer mal wieder lustig, sich anzuschauen. Kommt zu mir als Schauerberg 8, der 91448 ist Eine der verstörendsten Geschichten. Kommt zu mir! Keiner hat die Macht, die ich besitze. Ich bin Drachenlord. Da war das hier wunderbar zusammengeschnitten. Keiner hat die Macht, die ich besitze. Ich bin Und plumps, ich liebe es. Ich habe Tränen gelacht. Ich glaube, ich weiß nicht, wann ich zuletzt dann so gelacht habe, als damals, als dieses Video veröffentlicht wurde. War, glaube ich, in Nürnberg. Drachenlord. Das Wissen über diese Person hält sich bei den meisten Menschen in Grenzen. Man weiß, dass es lustige Clips von ihm gibt, dass viele Leute ihn hassen und er eine riesige Anzahl an sogenannten Hatern hat. Genau so schaue ich aus im Übrigen. Genau so. Mit Pony und Pornobalken und allem drum und dran. Das ist es, das Bild. Nice Nummer. Vielleicht wisst ihr aber auch, dass diese Hater ab und zu mal vor der sogenannten Drachenschanze stehen und Rainer zu ihrem Lebensinhalt machen. Vielleicht habt ihr aber auch mal das ein oder andere Video Ja, Lebensinhalt, ne? Ist halt eine lustige Kasperei. Lebensinhalt würde ich jetzt eher nicht sagen. gesehen, in dem er lautstark in die Kamera brüllt. Es ist so gottlos geil, wie viele Dinge man nehmen kann. Egal, ob jetzt irgendwie aus dem richtigen Leben, aus den Nachrichten oder bei so Spielen, wo du einfach nur O-Ton, diese Tonspur von Reini beim Ausrasten drüber legst und es passt und passt und passt. Immer und immer und immer wieder. Wie gesagt, Leute, schaut bei Kalayo vorbei. Wie gesagt, das Video ist jetzt schon ein paar Monate alt. Wo es darum ging, dass Trump irgendwie oben auf dem Dach vom Weißen Haus umeinander gepimmelt ist und dann zu den Journalisten irgendwas runtergebrüllt hat. Und der hat da auch Reini drüber gelegt, wie er da... Köstlich. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und vielleicht könnt ihr neben eurem eigenen Wohnort auch die Adresse Altschauerberg 8 91448 Emskirchen auswendig mitsprechen. Also Frauen, wenn ihr wollt, meldet euch bei mir. Adresse 91448 Emskirchen, Altschauerberg. Nein. Doch Rainer Winkler Ja. Alex damals, als er noch auf dem Festival Leute interviewt hat. Das war Zeiten, wa? war nicht immer das, was das Internet aus ihm gemacht hat. Er war einfach nur ein trotteliger Typ vom Land, aufgewachsen in einem kleinen, friedlichen Ort in Mittelfranken im wunderschönen Bayern. Das ist jetzt ein Märchen, was er gerade erzählt. Er liest jetzt irgendwas aus aus dem Buche des Drachen gerade vor. Also, ne? Weil der ist ja bloß ein bisschen ein dummer Bur und bla bla bla, ne? Also jetzt sage ich, heute ist der 30. Mai.
Schmarre, April. Und letzter zeige ich euch mal, wie ich diesen miesen Wichser von Devil May Cry Viech kalt mache. Du bist chillig! Ein altes Haus mit viel Fläche, War das aus den Rudy-Tapes das Ding? War das dieses Let's Play aus den Rudy-Tapes? Ich glaube, ich habe mir das nur einmal angeschaut. Ey, Reinis damals schon Let's Play-Versuche. War ja so ein krasser Gamer. Geht halt einfach button-mashend einfach auf jeden Gegner zu. Und wenn das funktioniert, dann ist er ein großer Held. Und wenn er, wie zu erwarten ist, platt gemacht wird, so dann ist irgendwer anders dran schuld. Hört eigentlich so, oder? Hört dieser Steg hier unten? Wir sehen jetzt schlecht, hier rechts unten. Hat das auch noch zu Reinis Grundstück gehört oder ist das da schon wieder öffentliches Ding? Zeug. Hof, Scheune, einer großen Wiese und ein paar Nutztieren, die irgendwann auf dem Teller landeten. Seine Das war verstörend, okay. Schulzeit war die reinste Mobbing-Hölle. In der Sonderschule, die er besuchte, hatte er kaum Freunde, hat sich regelmäßig geprügelt und fand keinen Kumpel, mit dem er nach der Schule Super Mario spielen konnte. Ist das jetzt noch, also meint er das jetzt gerade ernst? Weil das ist halt 1:1 die Sob-Story, die Reini uns immer wieder ans Knie schraubt. Alle paar Jahre, ne? Alle Jahre wieder, wenn mal wieder ein Edzardler Podcast über sein Leben rauskommt, weil er sich denkt, easy Barne. Er war eben der kleine, dicke, langsame Junge mit einer 6 in Sport, der nirgendwo so richtig reinpasste und sich anfing, während des Unterrichts auf der Toilette zu verstecken. Ja, Mann, das machen wir genauso. Ey, yo, stinkt's hier. Das ist ja Kacke. Ja, die sind doch mies am Scheißen, Alter. Hier drin ist er, ja, Mann. Hallo. Über seinen Vater Rudi ist bekannt, dass er Fernfahrer und LKW-Fahrer war, also wichtige Waren von A nach B transportiert. Und eines der wenigen Dinge, die man über ihn weiß, ist, dass er mal in Rage einen Hammer nach Rainer warf, der ihn um Haaresbreite verfehlte. Man könnte das Verhältnis zu seiner Familie also als schwierig betrachten. Meine Eltern, mein Vater ist tot, meine Mutter ist eine dumme Schlampe, die irgendwo anders rumrennt und mir auf den geht. Hör endlich auf, mich zu nerven, Wichs, Alter. Im Jahr 2011 kommt es dann zu einem entscheidenden Wendepunkt. Reiners Vater stirbt. Und innerhalb ein paar Wochen... Reiners Vater stirbt im Übrigen ohne Reini, alleine im Krankenhaus. Ne? Weil Reini zum Edzardler Saufen gehen hat müssen. Ziehen dann auch die Mutter, mit der Rainer auch immer ein schwieriges Verhältnis hatte, inklusive seiner Schwester aus dem Haus aus. Und zurück blieb ein 21-jähriger Rainer. Ja, natürlich hat er zu der Mutter ein schwieriges Verhältnis gehabt. Ne? 2 Minuspole stoßen sich ab. Die sind halt identisch, die beiden. Das erste Mal sein eigener König war und plötzlich auf eigenen Beinen stehen musste. Oh, diese Beine. Sorry an alle Leute, die heute noch was essen wollten. Oh yeah. Zunächst mal fresse ich das Zeug alles alleine und zum nächsten Mal fresse ich das Zeug alles auf einmal. Sein Vater Das ist sehr schön zusammengeschnitten worden. Wirklich so schön, dass dann endlich die Wahrheit gesagt wird. Du musst ein bisschen nachhelfen bei Reini. Genauso wie die 12 Burger, die er sich da rein gerendert hat, obwohl er die ja eigentlich gar nicht mag. vererbte ihm rund 30.000 Euro. Ein halbwegs gut gepflegtes Grundstück mit allem, was das Herz begehrt, inklusive Pferd, ganz viel Gerümpel, Wäsche, die ab jetzt keiner mehr für ihn waschen sollte und einer großen Menge Verantwortung. Ich habe keinen guten Schulabschluss, ich habe keine besondere Ausbildung. Keiner von euch ist ich. Aber vielleicht bin ich etwas, das komplett außerhalb der Zeit existiert. Oder außerhalb. Ja. Vielleicht bist du auch einfach nur hageldumm. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht du bin. Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich. des Lebens. Okay, und jetzt stellt euch vor, ihr seid Anfang 20, zahlt keinen Cent Miete, habt ein riesiges Haus mit Hof, Scheune, Garage und grüner, strahlender Wiese und 30.000 Euro auf eurem Konto und vor euch liegt auf einmal dieses grenzenlose Ding namens Internet, von dem euer Vater jahrelang verboten hatte, dass es überhaupt ins Haus kommt. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die meisten Leute sagen, ja, hier, der hat das geahnt.
dass das nicht gut ausgeht mit dem Reini im Internet. Möglich, aber ich würde dann doch eher aufgrund des Hinterwäldler-Backgrounds dann doch eher drauf tippen, dass der wahrscheinlich gesagt hat, Internet, so haben wir noch nie nicht braucht. Weil früher, da haben wir das alles geschafft, da ohne dieses Internet. Das kommt man nicht ins Haus. Das ist schon eher möglich, hätte ich gesagt gehabt. Als mein Vater noch lebte, sagt immer wortwörtlich, es kommt kein Internet ins Haus, solange ich noch am Leben bin. Das hat sich herausgestellt, er hat recht gehabt. Und ungefähr einen Monat bevor mein Vater starb, das Internet So, ja, setzt man sich da mal so hin. Ja, da hat er recht gehabt. ins Haus gekommen. Sagt mir, was kann mit solchen Also Rudi hat gesagt, Internet nur über meine Leiche und Reini hat gesagt, okay. Karten, die man für sein Leben in der Hand hält, bitte noch schief gehen? Nun, von den 30.000 Euro ging ein Großteil für Fake-Chats, Erotikseiten und anderen Unsinn, den er nicht brauchte, drauf. Fake-Accounts, die dazu da sind, damit die halt Coins oder was weiß ich kaufen. Da habe ich auch mal 10.000 Euro gelassen. Ja, genau. Und als, Das ist so geil. Ich liebe diese Stelle. Ja, genau. Und und dann hat er geschalten. was hast du? Und um sich vom Das ist halt auch einfach. Ich meine, man hört ja immer mal wieder oder sieht im Fernsehen irgendwelche Berichte über Leute, die sich so saudämlich über so eine Scheiße haben abzocken lassen. Aber man kennt ja in der Regel niemanden, dem das passiert. Also ich kenne zum Beispiel niemanden, dem das passiert wäre. Und denkt immer so, ja krass, so wie dumm müssen die eigentlich sein? Und man rechnet ja nicht damit. Dann sitzt er da. Ja, ich bin einer davon. Oh, okay. Das was? Was? Tod seines Vaters abzulenken, dachte sich Rainer, er macht einfach einen YouTube-Kanal auf, um seine Leidenschaft für Heavy Metal zu zelebrieren. Idee. Ich könnte ja auch YouTube machen. Und schon haben wir unseren eigenen Kanal. Ja. Immerhin ist es das, was alle im Jahr 2012 im Internet so gemacht haben. Und Oh, ich hasse dieses Video. Das tut jedes Mal beim Zuschauen weh. Und ja, Reini hat halt, da war halt von Anfang an das Thema Schiss. Ich muss jetzt hier irgendwie Barne herschaffen und nicht dafür arbeiten. Ne? inspiriert von anderen großen YouTubern wurde genau in diesem Moment der Drachenlord geboren. In Videos, in denen er zum Beispiel seine Headbanging-Künste präsentierte. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen. Ey, es ist mir immer noch unbegreiflich, wie jemand sowas aufnehmen kann. Und sich danach nochmal anschauen und sagen, na, das ist geiler, ja. Da werden sie schauen. Oh, da geht's hier, gibt bald hier Finger rein in die Maschine. Das wird jetzt hochgeladen. Das ist jetzt der Kickstarter für meine scheiß Internetkarriere. Check ich nicht. Massiver Hirnschaden, einzige Erklärung. Dazu kamen noch Videos, in denen er seine sogenannte Effektkunst demonstrierte, also das, was Christopher Nolan und George Lucas machen, nur eben in ein bisschen besser. Ja, im Übrigen, diese Schnipsen mit dieser Flamme, das war halt auch, das hat er einmal geschafft und er dachte, oh, das ist cool, und dann hat er es auch immer und immer wieder gemacht. Entschuldigung, den habe ich wohl übersehen. Tanzvideos, in denen er zu Metal-Musik abdanzte. Metal-Festivals wurden besucht und entsprechend per Video dokumentiert. Ich habe mich jetzt schon mehrfach... Oh, meine Hosenstall ist offen. Ich habe mich jetzt schon mehrfach... Comedy-Sketches mit Kostümen oder selbst erstellte Zusammenfassungen von Bands und Alben, die er von Wikipedia geklaut hatte. Und Ja, im Übrigen, die ganzen anderen Sachen hat er ja auch alle geklaut. Ne? Also diese Formate, diese Sketche und den ganzen Dreck, das hat er ja auch alles geklaut. Das war ja auch alles bei anderen Leuten schon da, dass das mache ich, kam nicht an. Okay, dann ist er zum nächsten gegangen, dann klaue ich halt das.
Probieren wir das mal. Vielleicht geht das. Let's Plays, easy machen Das wir. ohne dabei einen einzigen Songnamen so wirklich richtig auszusprechen. Und nein, ich rede nicht davon, dass die Idee, Let's Plays zu machen, geklaut wäre. Das wäre Bullshit. Da gibt's ja, das wäre so, als würde irgendwer sagen, ich habe die Idee zu reacten geklaut. Reaction ist halt ein Genre, das du bedienst. Aber Reini hat halt literarisch die Let's Plays geklaut. Also der hat das Gronkh Let's Play auswendig gelernt und hat dann sein eigenes Let's Play gemacht, indem er das einfach nachgeplappert hat. Und das ist halt einfach fürchterlich cringe. The last Temperation of Disables of the Dragon Lord. Die alone, Sauter Conturiot, Holo Choromoni. Die ersten Videos waren zwar cringe, aber dafür geprägt von einer absoluten Freiheit. Man merkte, dass es ihm Spaß machte und dass er sich meistens selber nicht so ganz ernst nahm. Servus, herzlich willkommen beim Drachenlord. What the fuck? Gearbeitet hat Rainer zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wirklich. Was vielleicht auch daran lag, dass er in seinen Bewerbungen nicht gerade den Eindruck erweckte, dass er wirklich großes Interesse an dem Job hätte und entsprechend schon die ein oder andere Abmahnung aufgrund der Verweigerung der Mitarbeit bei seinen Jobs bekam. Ich hoffe, das ist so okay. Ich habe noch keine Bewerbung per Emanuel gemacht. Mein Zeugnis ist angeheftet. Und Ja, das hört uns doch mal an. Ist so okay. Ich habe noch keine Bewerbung per Emanuel. Der Emanuel gemacht. Kein einziges Satzzeichen. Bewerbung klein, E-Mail klein. Zeugnis klein. Alter. gemacht. Mein Zeugnis ist angeheftet. Und relativ früh. Oder was Keine hat da? Bewerbung. Belastbar, zuverlässig, freundlich. Okay, das hat ihm jemand anders geschrieben. Jakob Plastik, als Arbeitskraft bewirbt er sich. Bewirbt sich als Arbeitskraft, easy. Als das praktisch hier, ne? Ihr freiberuflicher Schichtarbeiter oder sowas. Per Emanuel gemacht. Mein Zeugnis ist angeheftet. Und relativ früh fiel den paar hundert Zuschauern von Rheinland auf, dass dieser Mann wohl nicht die allerhellste Kerze auf der Torte war. Wahrscheinlich war er nicht mal am Leuchten und die Torte war aus Matsch. Denn Ja, keine Ahnung, das ist halt hier dieses mit dem Kartoffelbatterie, oder? Da kannst du auch so ein kleines LED. Rainer Winkler, der Mann mit einer Ernährungspyramide ausschließlich bestehend aus chemischen Produkten und Honig, war das gefundene Fressen für Trolle. Black Metal, Death Metal, Pagan Metal, Viking Metal, Industrial Metal und weiß der Geier. Das kann man alles in einem Wort zusammenfassen. Metal, Rainer. Wenn er da einfach jetzt Metal gesagt hätte, wäre es zwar immer noch cringe gewesen, aber nicht so lächerlich wie das, was... Jetzt habe ich das Wort vergessen. Denn neben einigen Kommentaren, die sich vor Im Übrigen, das ist auch ein Video gewesen. Lad halt sowas nicht hoch. allem über seine trottelige Art, seine Rechtschreibfehler und Legasthenie, seine Produktionsqualität oder Aussehen und Sprechart lustig machten, wurden lustige Ausschnitte seiner Videos vereinzelt auf Fanseiten hochgeladen. Denn was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Anfangs nahm er das Ganze sogar noch locker, lachte mit oder ging auf humorvolle Weise auf seine neuen Fans ein. Deine Diät läuft super, wie man sieht. Freut mich, dass es dir aufgefallen ist. Die meisten haben es überhaupt nicht bemerkt. Doch langsam aber sicher ließ er sich immer mehr von den Kommentaren provozieren, nannte sie seine Hater und schoss in Videos gegen sie zurück. Ich finde raus, wo er wohnt und ich prügel ihn sowas von windelweich. Er wird nie wieder aufstehen. Und bereits hier formte sich das immer wiederkehrende Muster, welches die nächsten 12 Jahre seiner Karriere prägen sollte. Rainer wird schwul genannt und outet sich danach vor seinen 200 Abonnenten als bisexuell. Ich bin, was ich bin und ich bin, wer ich bin. Ja? Rainer spricht Gewaltdrohungen gegenüber Personen aus, die ihn provozieren oder fett nennen. Hater wiederum machen sich über ihn lustig und schreiben in seinen Kommentaren, dass er ein fetter Oger ist. Getrollt wird nicht. Wer trollt, fliegt. Einfacher können die Regeln nicht sein. Wer sich nicht dran hält, hat Pech gehabt. Vielleicht kennt ihr das noch. Ja, wer trollt, fliegt.
vom Pausenhof. Früher. Das Kind, das sich über jeden kleinen Spruch laut aufregt und ärgern lässt, ist für Kinder, die gerne ärgern, viel interessanter und witziger als ein Kind, was einfach gelangweilt weitergeht oder dir einmal so hart in die Fresse haut, dass du es aus Angst nie wieder ansprechen wirst. Was, dass du eine Schwuchtel bist? Als schließlich einer seiner Trolle per Telefonanruf seine Schwester bedrohte, kommt es. Und wie gesagt, die Nummer in der Schule ist schwierig, weil wir größtenteils nur Quälereien haben. Ich glaube, irgendwer hat mal mit Leuten gesprochen, die ungefähr zu dem Zeitraum auch diese Schule besucht haben. Und da hieß es dann wohl, alles Bullshit. Die Lehrer waren sehr bedacht darauf, dass da eben nicht irgendwelche Mobbing-Strukturen entstehen und so weiter und so fort. Und der Rest ist halt Quälereiner. Aber die realistischere, aus meiner Sicht realistische Variante ist halt, Rainer hat sich halt benommen wie Rainer und deswegen mochten ihn die Leute nicht und deswegen haben sie ihn nicht mitspielen lassen. Und das hat Rainer als himmelschreiende Ungerechtigkeit und als böses Mobbing empfunden. Das war's. Zu einem entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte, der Rainers Leben für immer verändern sollte. Irgendeiner, ich weiß nicht wer es war, irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war. Traut euch, kommt zu mir, als Schauerberg 8 in 91448 ins Kirchen. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Wie viel Zahlen er sich damals noch merken konnte. Ich würde mich jetzt echt interessieren, ob er die Postleitzahl von Zobis weiß aktuell. Mettler sind wesentlich stärker als billige kleine Kacknazis. Nazis. Traut euch, kommt zu mir und macht mich fertig. Yep, ihr hört richtig. Rainer Winkler, ein Mann mit Kleidung in der Größe von Zeltplanen, forderte in voller Rage seine Gegner dazu auf, zu ihm zu kommen, brüllte seine Adresse in das große, weite Internet und warf damit eine Fackel in das Pulverfass, das er über die vergangenen Jahre immer größer werden lassen hatte. Was an diesem kalten Februartag geschah, war der größte Fehler, den er jemals in seinem Leben machen konnte. Es war die Öffnung eines Tores, eines jahrelangen Konfliktes, in dem der selbsternannte Drachenlord der Endboss war. Merkt ihr das? Es gibt immer noch einen Lord auf der Welt, der niemals besiegt werden kann. Für mich schon. Metal. Auch das nimmt der auf. Dann zieht er sich das auf die Platte. Damals hat er das ja, glaube ich, sogar noch nachbearbeitet. Bearbeitet es nach, sieht das nochmal aus der Sicht des Zuschauers und denkt sich, nee, das ist es. Alter, die werden aber richtig abgehen, die Leute, wenn sie das sehen. Alter, dann haben die endlich begriffen, dass sie Respekt vor mir haben wollen und dass ich nicht der hinterletzte Clown bin. Alter Verwalter, was stimmt mit die Leute nicht? Lädt das hoch. Die gesamte Menschheit lacht sich den Arsch darüber ab und dann wird er matt. Eine immer größer werdende Armee von Hatern es zu ihrem alleinigen Ziel machte, ihn zu besiegen. Das war der Beginn vom Drachengame. Das klingt aber gar nicht wie die Hater-Stimme. Okay. Oh, auch nochmal. Okay. Es wäre noch geiler gewesen, wenn man da irgendwie das noch so zusammengeschnitten hätte mit dem, keine Ahnung, mit dem irgendeinem Befehl, den Aragorn oben von der Mauer runter schreit oder so. Das wäre noch geiler gewesen, aber so schon absolut Zucker, Leute. Doch falls ihr jetzt glaubt, dass nach diesem Video am nächsten Tag 100 Leute vor seiner Tür standen, dann habt ihr euch gewaltig geirrt. Rainer hatte zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein paar hundert Abonnenten und hat das Video auch nach ein paar Stunden bereits wieder gelöscht. Doch laut Rainers Aussage waren es ja schon 10 Minuten später wieder runter. Ich kann euch nicht sagen, wie lange das genau online war.
Ich weiß nur, dass es, glaube ich, mindestens ein Tag war. Doch das Internet vergisst nicht. Die Internetseite lachschon.de entdeckte Rainers YouTube-Karriere und machte sich mehrfach über ihn lustig. Echt ohne Scheiß, ich lade ein Video hoch und schalte es frei. Und was ist? Innerhalb von 15 Minuten auf Lachschon. Spätestens. Dann denke ich mir einfach... Ja, Reini, weil die ja eine richtige Internetleitung hatten. Im Gegensatz zu dir. Er sitzt da, 3 Stunden rendern, 4 Stunden hochladen, freut sich. Quatsch. Die anderen Download, Upload, fertig. Nur noch, what the fuck, habt ihr kein Leben? Rainer registrierte sich daraufhin aus seiner Sicht mutig bei der Seite, um sich gegen die bösen Hater in den Kampf zu stürzen. Nein. Ja, ich glaube, die Grundintention war ein erster Mal, dass er hingegangen ist und gesagt hat, hier, ich gehe jetzt, aber die haben das nicht verstanden. Ich glaube, die sind die kennen sich da mit der Materie überhaupt nicht aus. Er hat gemeint, er muss den Leuten erst einmal erklären, warum sie da falsch liegen. Und genau dieser Ablauf von Aktion und Reaktion sollte in den nächsten Jahren zur Dauerschleife werden. Rainer lädt Content hoch, Leute machen sich darüber lustig. Rainer lädt noch mehr Content hoch, indem er wütend darauf reagiert und sich dabei eigentlich noch lächerlicher macht. Ah ja, im Übrigen, ich glaube hier das da Content mit dem... hoch, indem er wütend darauf... Dieses mit dem Fremd-T-Shirt, war das? Schürt den Hass der Hater? reagiert und sich dabei eigentlich noch lächerlicher macht. Ich meinte, ich heule wie ein kleines Mädchen. Nee, dabei schwitzt er nur aus die Augen, ne? Blöd Kamasa, oder? Das ist echt für Lacher gut gewesen bisher. In einem Facebook-Post... Also er sitzt da komplett zugeschwollen wie so eine Wasserleiche. Offensichtlich verheult. Willkommen sein. Dann halt dir halt nicht die Kamera in deine kreislige Larven, wenn du kurz davor noch hier massiv am Augenschwitzen warst. Teilte Rainer mit, dass jemand in ein Paket geschissen und dieses als Fanpost an sein Postfach geschickt hat, was die Postamtmitarbeiter anscheinend nicht so schön fanden. Keine Ahnung. Das ist auch wieder so surreal. Also, immer dran vorbei und denkst dir, was stinkt hier so? Und warum holt dieser dicke Vollidiot sein Scheißpaket nicht ab? Warum macht ihr sowas eigentlich? Fucking hilarious ist. Aber ich finde, die beste Fäkal-Fanpost, die hat definitiv Knossi bekommen. Weil ich geil bin und weil ihr neidisch drauf seid. Rainer behauptete einmal, er leide an der sogenannten Grieselkrätze und kann deswegen keine Videos mehr machen. Eine Krankheit, die es nur im Harry Potter-Universum gibt. Das legendäre Interview mit einer ehemaligen Bekannten von Rainer und ihrem Bruder, das er an eine Schulstunde erinnert, in der sich Schüler gegenseitig zu ihren Sommerferien befragen sollen. Barcelona! Lieblingsland? Italien. Barcelona. Im Übrigen, dieses komplette, also das Barcelona-Ding ist ja wirklich, ja, der Typ ist ja noch halbwegs das Unterhaltsame an der ganzen Nummer. Die Alte hat Reini da einfach nur hingesetzt, obwohl die so interessant ist wie ein nasser Amazon-Karton. Einfach nur, weil er für sich gedacht hat, boah, ich bin hier der Internetstar und ich kann dafür sorgen, dass du ins Fernsehen kommst. Zupfst mir jetzt vielleicht ein bisschen unten am Maulwurf rum. Das war die Intention dahinter. Die Alte hat nichts zu sagen, die Alte ist nicht interessant, die Alte hat überhaupt gar keinen Charakter. Die sitzt da und auf jede Frage, als würde ihr der Wind durch die Ohren pfeifen. Barcelona. Okay. Wen würdest du gerne mal treffen? Wenn ich mal irgendjemanden treffen würde, dann Das hat, wen ich mal treffen will, ist halt jemand. Und da das... Genau das habe ich gemeint. Gibt's irgendjemanden, den du schon immer mal treffen wolltest? Ne. Okay. Danke fürs Gespräch. Sehr interessantes Interview. Und er hat das trotzdem auch hier gesichtet und hochgeladen. Das muss ihm doch selber aufgefallen sein, dass da absolut 0, gar kein Inhalt in dieser ganzen Shitshow gewesen ist. Nee,
ist gut so, laden wir hoch. Video nicht gerade auf positiven Anklang stieß, bettelte Rainer in einem hochemotionalen Video danach. Ach, Alter, das war richtig cringe. Und da hat man dann eben die eigentliche Intention bemerkt. Rainer war immer jemand, der gedacht hat, er kann jetzt im Internet Dinge droppen, um damit da draußen irgendwelche ominösen Frauen dazu zu manipulieren, dass sie ihn interessant finden. Das war die Aussage mit hier, das ist mein Pferd, der Blue, ist auch getroffen worden. Der ist da sicher nicht zufällig vorbeigelaufen an dem Tag, ja, und hat das darüber gefilmt, weil er sich gedacht hat, Mullen stehen auf Pferde und wenn ich jetzt im Internet sage, dass ich ein Pferd habe, dann stehen die Schlange bei mir, um mir den Maulwurf zu lutschen. Damit sie auf meinem Pferd reiten dürfen. Das war Rainers vollkommen zugecrackter, irrer Gedankengang. Als das nicht funktioniert hat, sondern im Gegenteil, er dafür Kritik bekommen hat, hat es geheißen, ist überhaupt gar nicht mein Pferd. Habe ich auch nie behauptet. Und bei der Alten hat er gesagt, du, ich bin Internetkönig auf YouTube. Hier willst du im Fernsehen sein. Und hat gedacht, das macht die so kirre und beeindruckt die so, dass sie ihn on the spot heiratet. Du kannst es dir nicht ausdenken, ne? Aufgrund des Hates gegen ihn seinen Kanal löschen will. Und dann die Flennerei. Ich mag die sehr. Hater doch bitte keine Memes und Witze mehr über ihn machen sollen. Ja, ich denke, ihr wisst alle ganz genau, wo die Reise noch hinführen wird. Ich mag sie sehr. Die Scheiße, die ihr abgezogen habt, die packe ich nicht. Ich würde vor allem gerne, dass ihr aufhört, Bilder zu machen. Mimi-Bilder. Mimi-Bilder. Haufenweise. Ganz ehrlich, ich würde gern mal zusammengerechnet bekommen, wie viel Energie, wirklich, also Strom verbraucht wurde von Rechenzentren auf dieser Welt und auch von privaten PCs insgesamt. Wie viel Energie, keine Ahnung, wie lange so ein scheiß Kohlekraftwerk laufen muss, um die Energie herzustellen, die gebraucht wurde, um die ganzen Memes, die ganzen Reactions, die ganze andere Scheiße auf Rainers Bullshit zu erstellen. Das kann man wieder gefährlich. Müssen wir aufpassen, sonst kleben sich die Leute bei uns vor die Haustür und sagen, die Haterschaft vom Drachenlord hat zu großen CO2-Fußabdruck, Digga. So Gameplays auf seinem Let's Play-Kanal, in denen Rainer versucht, den großen YouTube-Legenden von damals nachzuahmen, aber damit eher weniger Erfolg. Ja, nachzuahmen ist ein wenig schwach. Zu kopieren. Wirklich einfach 1:1 Steuerung C, Steuerung V. Hey, da auch hier Ed Gronk und Unge. Wen's bei mir nur halb gut laufen würde, wär mit WEHR ich glücklich. Weine-Smiley. Das kannst du dir, das twittert der. Damit und verlinkt die da drauf, damit die das lesen und sich denken, mal der arme Rainer, komm, wir packen jetzt an zusammen und dann singen wir so ein lustiges Lied wie in den alten Disney-Filmen, dann gibt es eine Montage, wie wir das alles vorbereiten, damit wir den Rainer zum großen Star machen, weil der hat es ja auch verdient und wir wollen ja, dass er glücklich ist. Das ist wie dieselbe erbärmliche Manipulationstaktik wie mit dem Pferd und den Mullen. Und es hat genauso gut funktioniert. Das Assassin's Creed Gameplay, in dem Rainer die ganze Zeit Ezio die Schuld an der schlechten Steuerung gibt, obwohl Rainer Ezio selber steuert. Ezio, du bist ein verdammter Vollidiot! Was zur Hölle machst du da? Du scheiß Idiot, Alter! Ich raste aus mit der Steuerung! Was ist das? Was zur Hölle? Wieso steuert ihr jetzt dann wieder? Ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Aber wir haben sie. Ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Und ganz viele andere Low-Quality-Videos, die über die Jahre zusammenkamen. Die war denn Low-Quality? Ja, das ist alles harte Arbeit und absoluter Qualitätscontent gewesen. Ne?
Verstehen ja bis heute, versteht es keiner. Warum sieht der auf dem Bild aus wie Excel 95, Digga? Rainer zeigt, dass er vielleicht doch lieber ein Leben als Bauer, der seinen roten Traktor über den Hof fährt, hätte antreten sollen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rainer jedoch noch eine halbwegs normale Kommunikation mit seinen Ja, aber Reini hätte halt auch den Acker hier mit Monster Energy gewässert, wie diese Dullis aus Idiocracy. Zuschauern. Er ging auf Festivals und wurde dort gefeiert. Und er hat es nicht gecheckt. Er hat es nicht gecheckt, dass er hier der August ist. Und hat sich gedacht, boah, geil. Die finden mich super. Ich bin ja wirklich der Beste. Und dann ist der nach Hause gekommen und hat hier die ganzen Kommentare gelesen und ist Crash-Out gegangen, weil er gedacht hat, hier, aber das passt überhaupt nicht in mein Weltbild, so was ihr hier schreibt. Ich habe jetzt gerade erfahren, dass ich der Beste bin. Warum ist jetzt hier nicht der ganze Hate weg? Das müssen doch jetzt alle mitgekriegt haben langsam, was ich für ein geiler Typ bin. Leute machten Fotos mit ihm. Wahrscheinlich waren sogar ein paar ernst gemeinte Fans dabei. Er war halt der trottelige Dicke, der sich selber viel zu... Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob da ernst gemeinte Fans dabei waren. Würde bezweifeln. Ne? Also wirklich Fans. Ja. Also Leute, die das halt vielleicht irgendwie lustig finden und jetzt nicht wirklich haten, in Anführungsstrichen. Meinetwegen. Aber ich glaube nicht Fan im Sinne von, keine Ahnung, ich bin Fan von der und der Band und deswegen nehme ich irgendwie einen Fuffi oder einen Huni in die Hand, um da zum Konzert gehen zu können und mir da irgendwie Merch zu kaufen und so ein Shit. Das ist für mich Fan sein. Da hinzugehen, den ganz lustigen, vertrottelten Dulli da kurz zu bitten, ob man ein Foto mit ihm machen kann, würde ich jetzt noch nicht als Fandom einstellen, aber kann man sehen, auch wie man will. Ernst nahm. Zu dieser Zeit wurde Rainer sogar vom Nürnberger Radiosender zu einem Interview eingeladen, doch die Dynamik hatte sich hier bereits verschoben. Nach der Ankündigung des Interviews wurde der Radiosender haufenweise von Hassmails und Drohanrufen überflutet, sodass das Interview schließlich abgesagt werden musste. Ja, wie gesagt, das Interview ist nicht abgesagt worden, also die haben das halt nicht veröffentlicht. Der hat das Interview schon gegeben. Ja, auch wieder so Qualitätscontent draus gemacht, sodass er da irgendwie durch Nürnberg gewongelt ist auf dem Weg dahin und irgendeinen hanebüchenden Bullshit wieder vom Stapel gelassen hat. Richtig, richtig gutes Video. Und ja, es kann halt aber auch Teil der Wahrheit sein, dass die vielleicht sich dieses Interview mal angehört haben und sich gedacht haben, okay, der ist halt hageldumm und labert nur Bullshit, das ist halt vielleicht die Sendezeit nicht wert. Klar, irgendwelche Mails dahin mögen ihren Teil mitgetragen haben, aber ich nehme doch schon stark an, dass bei so einem Radiosender auch mal irgendjemand mit sowas wie Kompetenz arbeitet, der sich das anhört vorher, im Gegensatz hier zu ihm mit seinen Sachen und sagt, Leute, das ist die Sendezeit nicht wert. Wir machen Edzardler was anderes. Gerade meinen Glauben an die Menschheit zerstört. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Mein Glauben an die Menschheit. Und langsam, aber sicher wurde aus den paar vereinzelten Hatern im Internet eine immer größer werdende Community von Schaulustigen. Eine Community, die sich zusammenschloss und sich, naja, an einen übergewichtigen Legastheniker mit viel zu großem Ego aus einem 45-Seelendorf zu belustigen. Ich empfange meine Hater mit offenen Armen. Boah, bitte nicht, Rainer, bitte nicht. Du hast ja zweifelhafte Körperhygiene, das lieber nicht auf Tuchfühlung gehen. Über die nächsten Monate wurden weiterhin Videos produziert. Zu dieser Zeit wurde fleißig in den Kommentaren getrollt, aber nicht gehasst. Die Tweets, in denen er Leute wahllos im Internet beleidigte. Ja, der HS, der ist schon oft umeinander geschmissen worden damals. Herr Kelsey-Priest, weiß ich gar nicht, warum die Leute den nicht mögen. Immer mehr. Das Video, in dem er seine Adresse ins Internet schreit, immer bekannter. Kommt zu mir,
Legt euch mit mir an. Er errichtete einen Teamspeak-Server, in Den kannte ich sogar gar nicht. dem er ausnahmslos jeden wegbannte, der nicht seiner Meinung war. Deswegen dieses virtuelle Königreich später auch als der Lord-Korea-Server bezeichnet wurde. Hast du alle Folgen von Game of Thrones gesehen, Drache? Was habe ich das gesehen? Von Game of Thrones, ob du da alle Folgen gesehen hast? Danke, dass ich dich jetzt auch gleich bannen kann für das. Das ist subtiles Gehate laut Rainer. Einfach fragen, hast du alle Folgen von Game of Thrones gesehen? Hammer. Game of Thrones, ja, da will ich mich wohl verarschen. Der will mich wohl verarschen. Richtig ausgesprochen hat? Hat er nicht richtig alles. Ich habe ihn zweimal gefragt. Als Rainer merkte, dass es auch Teamspeaks von Hatern gab, versuchte er sich undercover Zugang zu den heiligen Hater-Hallen zu verschaffen. Wäre das auch so urpeinlich gewesen. Das allerdings mit sehr schlechter schauspielerischer Leistung. Drache ist ein Vollidiot. Dankeschön. Ich bin nicht der Drache, verdammte Axt. Du hörst Ich habe vielleicht der gleiche Sprechart wie er, aber ich bin's trotzdem. Langsam verstehe ich, warum Drache euch hasst. Weißt du was, du verfickter Wichser, Alter. Auf Rainers Team. Was, und ganz ehrlich, was würde ich dafür geben, damals bei dieser Nummer dabei gewesen zu sein? Alter, das muss einfach köstlich gewesen sein. Aber richtig schmackifatz wäre das. Au, das hier dieses von wegen, ja, was würdest du mit der Zeitmaschine machen? Ja, zurück, Bitcoin und so, dahin. Genau dahin. Auf diesen scheiß Discord. Teamspeak wurden Frauen in private Räume gezogen und es wurde mit ihnen geflirtet. Irgendwann hatte er stolz Nices Fab-Geräusch im Hintergrund eingebaut, sehr subtil, feier ich. bereits schon über 1000 Leute gebannt zu haben oder die legendäre Behauptung, dass die Haut ganz sicher kein Organ sei. Und zwar einmal das hier, Sauerstoff für meine Birne rein. Das erste ist CO2, was da drin ist. Ja? Also, nicht nur Sauerstoff. Wie viel damit an? Für meinen Sodas. In einem Teamspeak-Leak meinte Rainer mal, er könne einen Roundhouse-Kick ausführen. Vor einigen Monaten hätten ihn außerdem 3 Hip-Hop-Fans nachts mit einem Messer angegriffen. Mit einem Tritt habe er jedoch die Klinge abgebrochen und alle 3 Männer krankenhausreif geschlagen. Eine Art Roundhouse-Kick verwendet habe und dann dem das Messer aus der Hand geschlagen habe. Hast du auch Gold geleuchtet, oder? Das sogenannte... Ja, die Nummer ist auch, diese Story, die er dann erzählt hat, es ist halt wirklich, es gibt Leute, die verzapfen sowas vielleicht irgendwie ab 3 Promille im Hell. Reini drückt so einen nüchtern raus, er glaubt, erstens, das glauben ihm die Leute schon, und zweitens, er denkt, weil er das irgendwann im Fernsehen gesehen hat, kann er das. Er hat das mal gesehen, da weiß er theoretisch, wie das aussieht, dann wird das schon so schwer nicht sein. Ne? Weil er ist ja das höchste Wesen, dann wird er das schon können. Wenn andere Leute das hinkriegen, kann er das ja schon lange. Und wenn es hart auf hart kommt, dann macht er das halt einfach. Ne? Also ist für Rainer gar keine so richtige Lüge, weil er sagt hier, wenn es die Szenerie tatsächlich gegeben hätte, hätte er genauso handeln können. Was natürlich hanebüchenster Bullshit ist. Lustlord-Format, in dem Rainer ganz offen und detailliert über sexuelle Vorlieben und andere intime Dinge, die man auf jeden Fall nicht einfach so ins Internet rausposaunen sollte, sprach. Ich habe eine sogenannte Penispumpe. Finde es zum Beispiel geil, wenn andere Männer Damenwäsche tragen. Ich habe zum Beispiel schon mal in der Schule einen Orgasmus gehabt. Ja, also ich finde größere Eier schon auch anziehender. Sein Geschlechtsteil sei 16 bis 17 cm lang und er entzweckte regelmäßig Gurken und Bananen, um sie sich in den Arsch zu schieben, weil er es hassen würde, Lebensmittel zu verschwenden. Er hätte gerne Geschlechtsverkehr mit Pferden und großen Wassertieren. Ja, da sind wir hier wieder bei dem Wal in der Ostsee. Dass ich da auch nicht drauf gekommen bin. Ganz ehrlich, das sind die ganzen Bilder nochmal sichten. Diese ganzen Videos, alles was da gemacht wurde von den Leuten, die da beim Demonstrieren waren. Ob im Hintergrund nicht irgendwo sich Rainer heimlich ins Wasser schleicht.
In einem anderen Clip wiederum bezeichnete Rainer den Holocaust, bei dem 6 Millionen Juden starben, als eine, Zitat, nice Sache. Wie findest du Holo? Das auch. Und die vollkommen wilde Salve von Ausreden dann für diese Situation, anstatt sich einmal für einen offensichtlichen Fuck-up mal gerade zu machen, ist auch jenseits von bescheuert gewesen. Holocaust. Ja, ein Holocaust wäre natürlich eine richtig nice Sache. Der erste YouTuber, der dunkle Parabelritter, heute bekannt für Videos über Politik und noch mehr Politik, veröffentlichte damals Metal-Content und besuchte den Drachen sogar in seiner Festung, was uns auch die ersten Eindrücke von Reiners Innenleben bescherte. Ja, wie gesagt, wir hatten da sauber was zu lachen, aber aus objektiver Sicht war das eine ganz schöne Arschaktion, die er damals geschossen hat. Wieso ist da ein Loch in der Tür? Die sogenannte Drachen. Keine Ahnung, warum liegt hier eine Wurst rum? Schanze ist ein ehemaliges Bauernhaus, aufgeteilt in mehrere Einheiten und steht in einem kleinen Dorf, dessen Bewohner sich untereinander sehr gut kennen und an dem fremde Menschen sofort auffallen. Als Schauerberg 8 in Emskirchen. Rainer! Ah, da bist du, ich hab dich gar nicht gesehen. Hallöchen. Guck mal, ja, vom Größenvergleich, er ist wirklich groß. Das eigentliche Haus ist ca. 130 Quadratmeter groß und kommt mit einem dazugehörigen Keller, in dem mehr Spinnen leben, als es in Indien Menschen gibt. Und in Indien gibt es wirklich sehr viele Menschen. Ja, da sind ein paar Spinnen. Die kriegst du nie wieder aus dem Arm raus. Ist das, kennt ihr noch von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug? Und dann durch diese Spinnweben lang am Ende bei diesen Prüfungen hier nur der bußfertige Mann wird bestehen. So ein Ding ist das da unten. Wenn du es nicht checkst, hackt dir auch einer die Rübe ab. Ne? Eine riesige Scheune für handwerkliche Tätigkeiten, die äußerst harte Arbeit erfordern. Wie zum Beispiel 60 Gläser Rotkohl auspacken. Ich fand es irgendein Hater witzig, mir einen riesigen Karton zu schicken, in dem wiederum viele kleine Kartons sind und in denen wiederum lediglich ein Glas blaugraut ist. Mehrere Garagen, ein großer Innenhof und der sogenannten Bulldog-Halle, gedacht für einen Traktor, einen Kleintransporter, einen Hoflader oder 20 vergammelte Müllsäcke. Wenn ich da jetzt reinfalle, ist das mein Todesurteil, weil Rainer mich dann ficken wird. Ja, aber es ist halt wirklich, das sah dann so aus. Der hat da einfach die Müllsäcke, wirklich, wenn er mal so einen scheiß Müllsack da rausgebracht hat, weil man hat ja gesehen, die hat er auch gern mal in der Schanze bis unter die Decke gestapelt, dann hat er die da einfach reingeschmissen und dann war das Problem gelöst. Alter Schwede, hätte ich dem aufs Dach gekackt. Also jetzt nicht auf das ist schon eingebrochen, ja. Aber wenn ich da in dem Ort gewohnt hätte und der hätte hier neben meinem Scheißhaus eine verfickte Mülldeponie aufgeschüttet, dann wäre ich dem aber ganz gewaltig irgendwie mal in die analogen DMs geslidet. Müllsäcke. Wenn ich da jetzt reinfalle, ist das mein Todesurteil, weil Rainer mich dann ficken wird. In mehreren Roomtouren und Videos zeigt sich, dass das einst schöne Bauernhaus über die Jahre hinweg kaum instand gehalten wurde. Ah, die Wurst liegt rum, Liebe zum Detail, sehr gut gemacht. Herausgerissene Holzverkleidungen, ungepflegte Räume, fehlende Renovierung und einem so üblen Geruch, dass dort darin eigentlich nur ein Level 50 Höhlentroll leben könnte. Hätte man der arme Stuhl dieses Haus über die Jahre nicht so verkommen lassen, dann wäre es heute ein traumhaftes Eigenheim und Rainer könnte mit Frau, Tieren und Kindern dort alt und glücklich werden. Doch Rainer entschied sich mehrfach lieber dazu, es zum Schauplatz für das größte und eskalierendste deutsche Internetphänomen werden zu lassen. Da habe ich im Laufe der Jahre so viele Hater getroffen. Nachdem Drachen auch ein perfektes
Timing von den Kollegen. Wirklich nobel. Lords Vater Rudi starb, hat Rainer außerdem mehrere Tiere übernommen. Wir hätten da einmal das Pferd Blue, was anscheinend mal von der Mutter gepflegt wurde, nur um es dann über mehrere Jahre hungern zu lassen, weil er dachte, ein Pferd, das auf einer saftigen Wiese steht, könne ja nicht verhungern. Kannst du ein Pferd verhungern lassen, das auf einer saftigen Wiese steht? Genau, weil man ein Pferd auf einer Wiese ja verhungern lassen kann. Davon abgesehen ist es... Alter, dieser Slow Clap bei ihm. Alter Schwede. Über die Frisur hier rechts braucht man nicht reden, oder? Muckelstaffel, Digga. Mein Pferd. Bis zu dem Punkt, dass Hater und eine Nachbarin sich drum kümmern mussten und es schließlich auf der Wiese hinter Rainers Anwesen eingeschläfert werden musste, da es nicht mehr aufstehen konnte. Ob das Pferd jetzt wirklich Rainer gehörte, weiß er aber irgendwie selber nicht so richtig. Also ist das wirklich deins? Das Pferd kennt meine Mutter eigentlich. Und da drüben, meine lieben Damen und Herren, ist mein Pferd, der Blue. Ich habe kein Pferd, wie soll ich das noch sagen? Ich habe kein Pferd. Ich hatte noch nie ein Blue. Ein Hund namens Maxel, der irgendwann vom Tierschutz geholt werden musste, weil Rainer sich nicht drum kümmerte. Im Stall lebten mehrere... Im Übrigen, diesen Hund, da ist die Pflegekraft der Oma dahinter gewesen. Ne? Die Oma, die am Anfang da noch gewohnt hat für kurze Zeit, bis Rainer die dann weitergekriegt hat. Die ist da dahinter gewesen, dass es hieß, hier der Hund wird vernachlässigt, geh da mal einer hin und nimmt den ab. Reini hat nicht von alleine gesagt, okay, ich bin hier offensichtlich mit dem Tier überfordert und ich bin zu dumm, einen Hund zu halten und das Tier leidet hier unter meiner absoluten Dummheit und Inkompetenz. Ich gebe den Hund vielleicht einfach irgendjemanden, der besser damit umgehen kann oder ins Heim oder sonst was. Nee, Rainer hat gesagt, das wird dann schon irgendjemand machen. Irgendwie wird sich das Problem von alleine erledigen. Sitzt mal aus, so wie jede Problembewältigung bei ihm. Und hätte die Pflegekraft von der Oma nicht gesagt, hier, schau da mal vorbei, nehmt dem bitte den Hund weg, dann wäre der Hund ganz gewaltigst elendig eingegangen. Hühner, die alle gestorben sind, weil Rainer zu faul war, sich um diese zu kümmern. Eine Katze, die er versuchte mit rohem Grillfleisch zu füttern und welche dann schließlich auch von der Festung des Drachens befreit werden musste. Dann hatten wir noch einen Hund hier, den ich nicht mochte. Den habe ich dann auch ins Tierheim. Ich habe eine Katze, die Tauben und die Hühner. Die Hühner habe ich dann nach und nach alle weg. Die Tauben sind dann nach und nach einfach irgendwann gestorben. Und und die Katze, die ist leider irgendwann nicht mehr gekommen. Aber wir hatten früher schon Probleme mit Leuten, die sich hier Katzen klauen. Ja, die Katzen sind geklaut worden. Rein die Katze, um die es da ging damals, die hat halt relativ schnell gesagt, hier, Medal of, ich bin raus aus der Nummer, weil dafür habe ich nicht unterschrieben. Katzen sind Gott sei Dank so selbstständig, dass sie dann sagen, okay, hier ist nichts, hier werde ich wie Scheiße behandelt, dann gehe ich woanders hin. Und dann ist die halt rumgelaufen und irgendwer hat die ja gesehen wahrscheinlich und hat gesagt, Mai, du bist ein bisschen dünn, kriegst daheim kein Futter. Spoiler, nein, natürlich nicht, weil Rainer jedes Viech, das er da jemals hatte, massivst am Arsch vorbeigegangen ist. Und dann hat die da Futter gekriegt und Liebe und Aufmerksamkeit. Und dann hat die gesagt, dann bleibe ich halt hier. Und dann gehe ich halt nicht wieder zurück zu dem stinkernden Dirnenspross, der mich verhungern lässt. Easy. Ein Hamster, die er verhungern lassen hat, davor jedoch noch stolz in die Kamera hielt und behauptete, sie würden Winterschlaf halten. Wie geht's deinem Hamster? Die hält Winterschlaf. Hamster! 2 Sekunden googeln. Hamster halten keinen Winterschlaf. Hamster brauchen Nahrung. Was hält dein Hammer dieses Jahr eigentlich noch Winterschlaf? Ja, Reinis Hammer, der hält schon seit Jahren Winterschlaf. Das, Hämmerchen, ne? Den hat er schon lange nicht mehr gesehen. Also mindestens so lang wie die Hamster. Hält ja schon Winterschlaf. Ach so, das steht Hamster. Ja, keine Ahnung. Geh dich an Scheißdreck an Arschloch. Nun aber zurück zur eigentlichen Geschichte. Irgendwann kamen dann die ersten Leute auf die Idee, Rainer vor seiner Haustür einfach mal einen Besuch abzustatten. Immerhin hatte er die Leute inzwischen mehrmals aktiv dazu aufgefordert, ihn zu besuchen. Also warum... Ja, richtig. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Mehrmals dazu aufgerufen. Immer und immer und immer wieder. Es gab immer wieder so Sachen, ja, hier im Internet hast du eine große Fresse, aber wenn es jetzt hier vor mir stehen würdest, dann bla 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 bla. Soll ich vorbeikommen? Ja, mach doch.
Warum nicht einfach mal Dann kommen die Leute vorbei und dann ruft der an, hier, Herr Müller mit Blaulicht, bitte, Winkler, wer sonst, hier ist schon wieder. Die Hater kommen hierher. seine Freizeit nutzen, um einen übergewichtigen, mental instabilen Arbeitslosen aus einem 45-Seelendorf zu besuchen. Harry, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Anfangs waren es nur ein paar Das schreiende Haus gibt's da auch, ja. Nur die peitschende Weide. neugierige Fotos von Rainers Haus, die man ins Aber hier dieser komische Troll aus dem ersten Teil, aus dem Scheißhaus da. There we go. Internet stellte. Doch aus den ersten Fotos entwickelten sich bald die ersten Gespräche mit Rainer vor dem Hof. Er kam heraus, unterhielt sich mit den Leuten, beantwortete ein paar Fragen oder verkaufte selbstgedruckte Poster für ein paar Euro an Besucher aus seiner Community, was auch den Zeitpunkt der ersten richtigen Besuche markierte. Er ist ein Geschäftsmann. Im Übrigen, das hier ist ein offizielles, ja, Drache offiziell Poster, das Reini so verkauft hat. Drache offiziell #Edzardler. Danach, nachdem er diese Poster verkauft hat, hat er Leute im Teamspeak und im Discord gebannt und im Stream und überall, wenn sie Edzardler benutzt haben, weil ist, Zitat, Hatersprech. Kriegst du dir nicht zu. Den Zeitpunkt der ersten richtigen Besuche markierte. Aber, hey, Leute, wir haben hier Pflichtstunde haben wir erreicht. Zeitpunkt der ersten richtigen Besuche ist, glaube ich, ein sehr gutes Stichwort. Dann können wir hier jetzt kurz mal oben in die Seite eine kleine Ecke reinfalten, damit wir wieder finden, wo wir stehen geblieben sind, bei 25 Minuten und 27 Sekunden. Und da schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, was hier so Schönes passiert ist, als dann die Besuche mehr wurden. Wir sind heute echt 25 Minuten weit gekommen, das finde ich gut. Liegt daran, dass es halt nicht ein Reini-Video ist, in dem ich wirklich alle 2 Sekunden unterbrechen muss. Dementsprechend ist vielleicht dann auch für die Leute, die sich beschweren, dass ich zu oft unterbreche, ein anhörbares Machwerk geworden. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Mad Love.